Gebet für deine Legacy. In den nächsten Minuten werden wir gemeinsam in Gottes Gegenwart gehen und beten für unsere Leben, damit der göttliche Traum und die Bestimmung auf deinem Leben und meinem Leben eben zur Realität werden kann. Ich begrüße dich herzlich hier mit Miriam Braunschweiler und ich bin Joel Vögeli. Ich bin Pastor hier im ICF Zürich und gemeinsam leiten wir auch die Leadership-Ausbildung hier im Leadership-Track hier im ICF Zürich und wir dürfen diese Gebetswoche gemeinsam abschließen. Ich freue mich sehr, gerade wenn es um Legacy geht. Ich bin gerade vor kurzem mit diesem Thema noch näher in Kontakt getreten. Und zwar ist meine Großmutter kürzlich verstorben. Und als wir so an der Beerdigung dann so auf ihr Leben zurückgeblickt haben, ist mir schon aufgefallen, okay, was hinterlässt sie? Was für Spuren hat sie auch in meinem Leben hinterlassen? Und ich habe gemerkt, bei mir sind es wirklich Segensspuren, die sie hinterlassen hat. Sie hat mir immer wieder erzählt, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann für mich gebetet haben, dass sie wirklich so auch die Enkel immer wieder gesegnet haben. Und ich habe so gemerkt, das ist etwas, das überdauert ihr Leben. Und habe mir wirklich, es hat mir so eine Vision auch wieder gegeben, wie ich Glaube leben möchte und wie ich auch wirklich unterwegs sein möchte. Ich möchte nicht einfach nur Spuren hier auf der Welt hinterlassen, sondern wirklich auch im geistlichen Sinne und freue mich deshalb sehr, dass wir wirklich für das auch heute beten dürfen. Ja, vielen Dank allen, die wirklich hier live dabei sind und als allererstes möchte ich Gott einfach einladen, denn ich wünsche mir, dass Gott heute uns einen Blick schenkt auf unser Leben, wie er uns sieht. Weil wir haben oft so viele Vorstellungen, wie unser Leben sich entwickeln müsste. Manche sind einfach schon von unseren Eltern hineingelegt worden, manche sind vielleicht auch ein bisschen religiös, manche kommen auch von falschen Ansprüchen, den vielleicht Leute an uns haben. Und komm, wir richten uns gemeinsam jetzt einfach aus, unser Leben, unser Herz nochmal nach Jesus. Magst du beten? Ja, Jesus, ich danke dir, dass wirklich du der bist, der unser Leben kennt, der unsere Wünsche kennt, unsere Träume kennt, unsere Leidenschaften und unser Leben auch so reich gefüllt hat mit Gaben, mit Fähigkeiten. Und wir möchten sie wirklich dir hinlegen und sagen, komm du hinein, schenke uns göttliche Träume, die unser Leben überdauern, die sich nach deinen Prinzipien richten. Und wir laden dich jetzt ein, gerade Heiliger Geist, uns so zu inspirieren und mit deinen Gedanken, die größer sind als unsere Gedanken, zu überraschen. Sprich prophetisch zu jedem von uns mit deiner Sicht über unser Leben. Amen. Ich möchte zuerst mit euch noch in die Geschichte von Josef gehen, denn auch die Legacy von Josef, die ganze Geschichte und was Gott durch sein Leben getan hat, hat ja angefangen, ganz am Anfang lesen wir, mit einem Traum, den er hatte. Und ich möchte mit euch lesen im 1. Mose 37, ich schlage das hier mal auf, 1. Mose 37, Vers 7. Da geht er hin zu seinen Brüdern und sagt ihnen, hey, ich hatte einen Traum. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Das ist die Geschichte, was Josef geträumt hat. Und ich möchte kurz einfach nochmal auftun. Wir haben Träume in unserem Leben und die sind so wichtig, weil Gott spricht durch unsere Träume, durch unsere Leidenschaft und er gibt da etwas rein. Und am Anfang, es gibt so 3 Josef-Phasen, die findet ihr auch hier im Buch drin. Und diese 3 Traumphasen, die haben wir in unserem Leben. Wenn Gott uns Träume schenkt, merken wir, okay, es geht immer nur um mich. Jesus hat einen Plan, einen Gedanken. Es gibt niemanden, der größere Gedanken über dein Leben hat als Jesus selber. Das ist das Schöne. Nur nachher
wenn wir das so hören und uns da reingeben, dann denken wir, okay, es geht wahrscheinlich immer nur um mich. Und wir beginnen vielleicht manchmal ein bisschen zu denken, okay, ich und meine Träume, das ist das, worum sich Gott eben da dreht. Und dann das Letzte ist eben schlussendlich, mit unseren Träumen geht es immer schlussendlich nur um Gott. Und Gottes Plan über unser Leben, der ist wichtig. Darum möchten wir heute gemeinsam uns anpassen und wir machen ein 4-Punkte-Gebet miteinander, bei denen wir gemeinsam empfangen und alles werden wir uns danach richten nach Psalm 1. Und ich lese gleich aus dem Psalm 1, Vers 1 bis 3. Da spricht nämlich Gott von einem Baum, der eben nicht einfach nur um sich dreht, sondern der ganz anders unterwegs ist. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Amen. Für mich ist dieser David-Traum ist für mich so genau eben das, so ein göttlicher Traum. Und ich glaube, das war auch beim ersten Bild von Josef eigentlich, war es dass Gott ihn zu einer Riesengabe machen will und durch ihn ganze Nationen und eben auch seine Brüder dann genährt werden. Also das war eigentlich der göttliche Gedanke dahinter, dass eben Gott unsere Leben, und Gott eilt nie, unser Leben in etwas hineinzuentwickeln, Hauptsache schnell Frucht zu bringen, sondern eben, dass wir ein gesunder Baum werden sollen. Und darum möchte ich mit euch jetzt in die erste Gebetszeit von 4 geben, wo wir auch gemeinsam hören. Denn ein Baum hat zunächst mal gesunde Wurzeln, der Halt gibt. Und das Erste ist, wir träumen, wir beten nun Gott um Träume für unser Glaubensleben. Also wenn wir davon träumen, wie soll ich mich entwickeln in den nächsten Jahren, hast du einen Traum von deinem Glauben an Jesus. Und egal wie alt du bist, du hast noch Jahre vor dir, für die du träumen kannst. Wie soll sich deine Beziehung zu Gott entwickeln? Und wenn du denkst, dass du den Zenit schon erreicht hast, dann ist es umso wichtiger, Gottes Perspektive nochmal zu empfangen, weil er mit dir noch Dinge vorhat, auch auf diesem Leben. Und darum bitte ich dich jetzt hier mal, dass wir gemeinsam einfach mal still werden, ruhig werden und wir hören mal, und wenn du etwas hörst, darfst du das gerne auch in den Chat schreiben. Hört doch mal, wie möchte sich Gott noch offenbaren in deinem Leben. Und dann hörst du vielleicht ein Wort, das wie Gott sagt, hey, ich möchte mich so oder so noch zeigen in deinem Leben. Lass uns gemeinsam träumen, was möchten wir an Gott noch mehr entdecken. Komm, Heiliger Geist, sprich jetzt zu uns. Was möchtest du uns noch mehr zeigen? Ich glaube, es gibt Leute jetzt hier im Gebet drin, du hast dich immer danach gesehnt, einen besten Freund zu haben. Und ich glaube, Gott will dir heute sagen, ich möchte mich dir noch zeigen als treuer Freund. Schreibe für dich auch auf, was du hörst. Was ist das, was Gott dich noch hineinführen möchte in deine Beziehung zu ihm? Ich glaube auch, dass es Leute gibt hier, die
die sich schon tief in ihrem Innern immer nach einem Vater sehnen, der wirklich Sicherheit ihrer Seele gibt. Und Gott sagt dir heute, ich möchte dich da hineinführen in diese Kindschaft, wo du dich ganz angenommen fühlst. Und nicht mehr erst im Himmel, sondern noch auf dieser Erde möchte ich dich da noch hineinführen. Liebender Vater hat jemand geschrieben. Starker Bruder hat jemand geschrieben. Jemand, ich möchte noch mehr in seine Arme kommen. Amen. Näher an Gottes Herz, dass Gott dir dein Herz offenbaren will. Das ist so gut, wenn du eine Sicht dafür hast und weißt, was sind deine Wünsche, deine Träume für deine Beziehung zu Gott. Denn wenn du da wächst, ist es wichtiger als all dein Output, den du geben kannst im Leben. Jesus, set me free, Freiheit in Jesus zu erleben, Tröster aller Seelen zu erleben. Come on, das sind so wertvolle Dinge, wo Jesus uns ins Leben sprechen möchte. Und wir bitten dich, Jesus, für all diese Dinge, wo wir spüren und träumen, führe uns hinein. Führe uns noch tiefer hinein in eine innige Beziehung zu dir, Jesus. Wir sind hungrig. Und mit all dem, und jetzt spreche ich im Namen von all denen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Jesus, wir sind immer noch hungrig nach mehr von dir. Jesus, wir lassen dich nicht los. Wir wollen immer noch mehr von dir erleben. Wir haben noch nicht genug, Jesus. Und wir geben nicht auf. Und wir bitten dich, Jesus, zeig dich noch mehr, wer du wirklich bist. Führe uns noch tiefer in dein Wort. Zeige uns, wer du bist, unser König auf dem Thron, unser Vater, den wir haben. Bitte, Jesus, zeige uns noch mehr, wer du bist. Amen. Mir ist die ganze Zeit noch der Bibelvers im Kopf umhergeschwirrt, was heißt, siehe, ich schaffe was Neues. Amen. Siehst du es denn nicht? Und Ja. ich glaube, gerade bei den Wurzeln sehen wir es ja eben zum Teil wirklich so nicht. Und deshalb ist es so wichtig, sich immer wieder darum zu kümmern und auch zu sagen, Gott, ich möchte noch tiefer diese Wurzeln senken. Ich möchte mich tiefer auf deine Liebe einlassen und sie immer wieder neu entdecken, dein Wesen und wie du wirkst. Und spreche euch das wirklich zu, dass ihr da wirklich voller Kraft voraus diese Wurzeln wachsen lässt. Und das Schöne ist, dass das nicht selbst aus uns heraus passiert, sondern dass wirklich der Heilige Geist das auch in uns bewirkt. Er schafft das Schaffen und das Wollen oder das Vollbringen. Und wir müssen es nicht auch aus uns heraus machen. Und ich finde es immer wieder auch krass. Weißt, ich bin so lange als Leader schon unterwegs, oder wir beide, und wir sind so lange schon mit Jesus unterwegs. Und bei all dem, was ich investiere ins Reich Gottes, ich bin immer noch der größere Empfänger bei Jesus, als ich reingebe. Das ist wirklich krass und das ist wirklich die Liebe von unserem Gott. Er möchte immer noch mehr uns schenken, als wir jemals weitergeben können. Und das ist so, so schön. Und darum will ich auch hungrig bleiben nach mehr Tiefe in meiner Beziehung zu Jesus. Ja, und wie wir es eigentlich vor im Psalm 1 gehört haben, oder? Wenn wir verwurzelt sind, dann ist eben auch dann sind wir nah am Wasser und das Wasser ist schlussendlich das, was Frucht bringt und nicht, nicht wir selbst. Ja. Und das entlastet ja auch, oder eben, dass man sich eigentlich einfach einklinken kann in das Werk Gottes, was er sowieso schon am Tun ist und wir einfach da hineinkommen dürfen. Amen. Und wir gehen mal weiter von den Wurzeln zum Stamm hoch. Du hast vorher von Josef gesprochen und das Spannende finde ich, im 1. Mose 41, Vers 38 lesen wir, wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Wow. Das, was ihn ausgezeichnet hat, das, was ihn qualifiziert hat, eigentlich in diese Aufgabe, in seine Bestimmung wirklich hineinzukommen, das ist die Präsenz Gottes, ist genau eben dieses lebendige Wasser, was wir vorher besprochen haben. Und wir möchten wirklich diesen Heiligen Geist empfangen und einen schönen Ort sein, wo eben dieser Heilige Geist gerne wohnt. Und wir beten doch, dass er wirklich willkommen ist in uns. Ja, Heiliger Geist, ich danke dir, bist du ein Geist, der uns nahe kommt.
der in uns lebt, der eben nicht einfach irgendwie in der Luft herumschwirrt, sondern uns ganz nahe sein will und uns verändern will. Und ich danke dir, dürfen wir solche lebendige Tempel von dir sein, wo deine Präsenz einfach da ist. Und ich bete darum, dass wir einen Stamm haben, wo du dich gerne drin bewegst. Wo du das Tempo vorgibst, wie fest wir wachsen, wie breit wir werden. Ich danke dir, bist du ein Heiliger Geist, der auch so die Jahresstämme kennt oder Jahresringe und in diesen drin ist. Ja. Egal wie wir jetzt auf das letzte Jahr zurückblicken oder mit was für Erwartungen und vielleicht auch Sorgen wir aus 2024 schauen. Ich danke dir, bist du drin und überrascht es dich nicht. So bitte ich dich, dass du uns wirklich heil machst. Dass dort, wo wie Harz drin ist und wo es eben zum Teil auch harzt, dass du reinigst. Dass du mit deinem Öl kommst. Ja, Jesus, ja. Und frei machst. Im 2. Korinther 3,18 steht, dass der Heilige Geist in uns wirkt, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Und darum öffnen wir unseren Charakter und unsere Seele nochmal ganz und sagen, Jesus, verändere uns durch deinen Geist, mach uns Jesus dir ähnlicher. Dafür möchte ich bekannt sein, dass du, Jesus, durch mich durch sichtbar wirst. Ändere mich, mach mich dir ähnlicher durch deinen Geist. Hier auch nochmal zum Stamm. Aber ich fände es cool, ich lese Galater 5, Vers 22, das sind die Geistesfrüchte oder die Geistesfrucht eigentlich in Einzahl. Und ich lese die einfach vor und wenn ich zu einer neuen Frucht komme, dann darfst du für dich selber deine Hand jetzt aufs Herz legen und sagen, ja, Heiliger Geist, schenk mir die Liebe oder was auch immer. Ist das gut? Machen wir das so? Ja. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht oder auch Sanftmut wird das manchmal genannt. Und Selbstbeherrschung. Ja, Heiliger Geist, verändere mich, bring Frucht in mir hervor. Amen. Das nächste, was der Baum hat, das wir gemeinsam, wofür wir beten möchten, ist, ein Baum hat ja diese Äste.
Und für mich stehen diese Äste für Gottes Möglichkeiten. Ich glaube, dass Gott den Traum geschenkt hat, dem Josef, wo es eben nicht darum ging, dass er endlich mal im Zentrum steht, sondern dass durch sein Leben Gottes Plan, Gottes Idee verwirklicht wird. Und ich kann mich erinnern, mit 20 Jahren war ich im Ausland und hatte mir überlegt, soll ich auswandern, soll ich für den Rest meines Lebens in Südafrika wohnen? Und dann hatte ich so einen Traum, eine Vision, wo ich gesehen habe, 2 junge Menschen, die mir gesagt haben, die vor mir gestanden sind in einer Vision und mir gesagt haben, Joel, komm zurück in die Schweiz, wir brauchen dich. Und das war für mich so ein krasser Moment, wo ich gemerkt habe, ja, das ist noch krass, ich glaube, ich spüre da etwas, was mir ein Anliegen ist, die jungen Menschen in der Schweiz. Da wünsche ich, dass Gott mir Möglichkeit schenkt, da etwas reinzugeben. Und ich weiß nicht, ob du auch so etwas hast, wo du wie eine Last hast, eine ganz bestimmte Last für eine Sorte Menschen oder für eine Not, der du immer wieder begegnest. Und vielleicht ist es deine eigene Familie, wo du dir Möglichkeiten wünschst, dass Gott dich braucht, um sein Reich reinzubringen. Oder deine Freunde oder deine Familien. Oder du hast deine Gemeinde, wofür du beten möchtest. Oder einfach vielleicht gibt es eine Personengruppe, für die du immer wieder betest. Dann bringe die vor Gott. Aber komm, wir hören zuerst, ob es etwas gibt. Ob der Heilige Geist dir etwas ganz Spezifisches sagen möchte und eine Last von seinem Herzen auf dein Herz geben möchte, wovon du träumen sollst, dass Gott durch dich Reich Gottes baut. Ist das gut? Komm, wir hören zuerst und nachher beten wir alle für diesen Bereich. Wir bitten dich, Gott, dass du Reich Gottes durch uns baust. Und wir bitten dich, Gott, dass du uns deine Sicht gibst. Du darfst deine Last, dein Herz für diese Menschen mit mir teilen. Sage das, Gott, du darfst deine Last, dein Herz mit mir teilen. Bete jetzt ein Gebet zu Gott, ganz speziell für diese Menschen, die dir jetzt in den Sinn gekommen sind. Bete für diese Not, die dir in den Sinn gekommen ist. Was auch immer es ist, ganz individuell. Mach das für dich jetzt. Nimm dir eine halbe Minute Zeit und bete du dein persönliches Gebet. Das ist jetzt ganz individuell, bei jedem anders. Bete, wofür du eine Last gekriegt hast. Und ich bete jetzt einfach auch, dass Gott dir offene Türen schenkt. Ich bete dich, du hast jetzt gebetet, vielleicht für deine Familie gibt es Leute oder für einfach Personengruppen. Ich bete, dass Gott dir Gespräche schenkt, wo Menschen zeigen, dass sie offen sind für das Wirken Gottes oder für das Evangelium offen sind. Ich segne dich, dass Gott dich führt an seine Wunder heran, an die Leute heran, an Nöte heran, wo du Trost reinbringen kannst, wo du Jesus, das Licht hineinbringen kannst in diese Situationen. Amen. Ja, und wir kommen gleich schon zu den Früchten, wo es eben auch darum geht, diese Frucht
Reich Gottes wirklich hineinzubringen oder diese wachsen zu sehen. Nicht einfach unsere eigenen Wunder, sondern wirklich Wunder Gottes erleben dürfen, gerade dort, wo wir eben sind, wo wir gesetzt sind, wo wir gepflanzt sind als diesen Baum und erleben dürfen, wie eben Gott Frucht bringt, die Bestand hat. Ja. Und überleg dir mal, was könnte so eine Frucht sein, die Gott da hineinbringen möchte. Was braucht vielleicht diese Personengruppe, die dir vorher in den Sinn gekommen ist? Oder wo merkst du, da ist Gott irgendwie dran, da sehe ich schon eine Knospe. Und wir beten darum, dass sie wirklich jetzt zu Frucht kommen kann. Ja. Jesus, ich bete um eine Sehnsucht nach mehr von dir. Dass so ein Feuer geweckt wird. Dass eine Frucht meines Lebens deine Herrlichkeit sein darf. Dort, wo ich hinkomme, dass sie in Kontakt kommen mit deiner Herrlichkeit. Dass sie erleben, dass da irgendwie etwas anderes ist. Und ich bete darum, dass du das Wunder von offenen Herzen schenkst. Ja, genau. Ja. Wo plötzlich Gespräche irgendwie in Gang kommen. Ja. Plötzlich Fragen gestellt werden und du mir die richtigen Antworten gibst. Ja. Dass du mir aber auch Mut schenkst, um immer wieder auch vielleicht mal nachzuhaken oder meine Meinung kundzutun, zu dir zu stehen. Und bete darum, dass wirklich du den ersten Platz in meinem Herzen hast. Dass dein Name verherrlicht wird. Dass es nicht darum geht, die schönsten Früchte zu präsentieren, die ich zustande bringe, sondern dass ich mir ganz bewusst bin, dass du der bist, der eben in mir Frucht hervorbringt. Ja. Und ich danke dir für all die Ernte, die ich schon sehe, für all das, was du schon getan hast durch mein Leben und dass du noch mehr bewirken willst. Ja. Danke gibst du ein Leben in Fülle. Und ich bitte dich auch, dass du wirklich meine Träume immer wieder prüfst oder irgendwie so die Motivation meiner Träume, dass ich immer mehr wirklich in deinem Willen hineinlaufen darf. Ja. Und träumen darf von dem, was dir sowieso schon auf dem Herzen ist. Ich würde gerne zum Abschluss noch, dass wir eine Runde machen. Ich glaube, die größten Wunder, die Jesus tun kann, ist immer, wenn ein Mensch gerettet wird. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt noch die wollen, schreibt noch einfach als Statement Namen von den Menschen, wo ihr dir vor Gott bringen möchtet und ein Wunder euch ersehnt von euren Eltern oder Geschwistern, die ihr wünscht, dass sie Jesus kennenlernen. Schreibt diese Namen hier in den Channel und wir beten einfach, wir tragen diese Namen vor Gott und träumen davon, dass diese Menschen Jesus erkennen können. Schreibt doch das rein. Ich muss auch hier reinschreiben für den Ehemann. Beten wir, Jesus, komm, schenk das Wunder, dass er erkennen kann, wer du bist. Ich bete für Manfred, meinen Freund, dass er Jesus erkennt. Für Tina, für Maike beten wir, Jesus. Natascha, Manuela, Marco, Kim, Andreas, Daniel. Charlotte, Britta, David. David, Svenja, Larissa. Adriana, Cynthia und die Wege. Die Tochter und Enkelkinder. Daniel, Andreas. Brüder, Neffen, Nichten. Josef und Verni.
Kinder von Deni und Tini. Für Ben. Mutter, auch Ex-Mann. Und um Frieden beten wir. Nachbar George. Bruder Klaus, ja, dass er Jesus erkennt. Die Söhne Felix, Alex. Ja. Jasmin, Nina, Niklas, Regina. Liste ist lang. Come on. Ja. Danke für eure Anliegen. Jesus, danke, du siehst jeden Namen, den wir vor dich bringen und wir träumen davon. Und einfach, wir sagen auch, Jesus, wirklich, ich brauche uns, Jesus, dass diese Menschen, dass diese Wunder, dass wir die sehen können, dass mehr Menschen, Jesus, dich erkennen und dich, Jesus, in ihr Leben aufnehmen und gerettet werden. Come on. Ja. Ich möchte hier diesen Stream beenden, aber ich möchte dich hineinlassen in eine Zeit, wo du nochmal einfach auch im Gebet für diese Leute bleibst. Und vielleicht magst du dir auch aufschreiben, ich glaube, Gott hat zu einigen jetzt auch gesprochen. Mir ist wichtig, wenn Gott uns Träume schenkt, träume immer von den Wurzeln auch. Wie soll dein Glaube werden? Wo möchtest du dich noch, Jesus noch besser kennenlernen? Träume, dass sich dein Charakter, den Stamm, dass der sich göttlich entwickelt und die Geistesfrüchte zur Erscheinung kommen. Träume von Möglichkeiten, wie Gott dich brauchen kann, sein Reich zu bauen. Und träume dann auch von Wundern, Sprachen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Come on, wir segnen dich noch. Miriam, magst du uns noch segnen zum Abschluss? Und dann geht noch mal ins Gebet für diese Menschen, die ihr euch wünscht, dass sie Jesus kennenlernen. Ja, ich segne euch wirklich mit der Freude am Herrn, mit einer tiefen Verbundenheit und tiefen Wurzeln, die nahe am Wasser sind, von diesem lebendigen Wasser, das Gott ist. Ich segne euch mit seinem Heiligen Geist, der in euch Wunder bewirken möchte, der euch euren Charakter schleift und einfach uns nah an sein Herz zieht. Seid gesegnet für die neue Woche. Und macht's gut. Macht's gut. Übrigens, ab morgen um 7 Uhr ist schon das Abendmahl mit Leo und Susanna Bigger. Am Morgen früh ist das jeweils schon, seht ihr auch auf diesem Kanal gleich. Und dann werdet ihr morgen schon wieder Abendmahl nehmen. Und so die ganze Woche könnt ihr so in den Tag hineinstarten. Be blessed und vielen Dank für eure Gebete. Tschüss.